Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind in F1 22 und wir starten jetzt eine neue MyTeam-Karriere. Das habe ich ja schon in F1 2021 gemacht und jetzt im 2022 machen wir das auch. Und wir fangen ganz vorne an. Wie ihr auch seht, ich habe schon eine MyTeam-Karriere mal gestartet, wo ich einfach so ein bisschen privat zocke. Da bin ich jetzt momentan in Kanada. Fahrerkarriere habe ich einfach mal eigentlich angefangen, aber wie ihr seht, eigentlich gar nicht groß gemacht. Aber wir machen jetzt komplett etwas Neues. Und wie gesagt, MyTeam. Und da ist jetzt ein bisschen so die Frage, wo man möchte einsteigen. Ihr kennt es ja sicher schon, die MyTeam spielen. Lustigerweise spielen es aber nicht wahnsinnig viel, oder beziehungsweise nicht so viel wie die Normalfahrerkarriere, habe ich mitbekommen. Allerdings muss ich MyTeam wirklich empfehlen. Es ist mega lustig eigentlich, oder macht am meisten Spaß in meinen Augen. Neu ist es so, dass man als Newcomer reinkommen kann. Wir können im Mittelfeld starten oder wir können sogar auch sagen, wir fahren gerade um die Championship. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, wo man möchte reinjoinen. Ich würde es, glaube ich, cool finden, so als ein kleines Videoprojekt, dass man als Newcomer startet, also ganz hinten, also wir haben es wirklich am schwierigsten. Und da würde ich sagen, wir machen das gerade so. Und dann ist die zweite Frage, komplette Season, benutzerdefinierte Season. Da würde ich auch sagen, dass wir auf eine komplette Season gehen, mit als Sprints, alles drum und dran. Wir machen jetzt noch schnell kurz eigene Einstellungen, nur dass ihr auch drin seht. Also von der Fahrhilfe fahre ich jetzt einmal mit Traktionskontrolle und einem Anti-Blockiersystem, also ABS fahre ich jetzt mal drin. Sollte ich da irgendetwas ändern, will ich es natürlich dann nachher euch mitteilen, aber ich denke, das will ich sicher mal drin lassen. Boxenstopp-Assistent, einfach nur Freigabe und dementsprechend auch, wenn man in die Box reinfährt, muss man drücken. Der Rest ist eigentlich ausgeschaltet soweit. Wochenendstruktur mache ich es jetzt so, die Trainings sind immer komplett. Ich würde sagen, ich mache ein kurzes Qualifying, wo einfach auch wieder die Highlights reinschneiden, so wie wir es eigentlich in der Coop-Season haben. Und Sessionlänge machen wir 25%. Danach Wetter, Tageszeit, da kann ich ja nicht gross etwas ändern. Wettervorhersage könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen auf relativ genau. Das heisst, dass es eigentlich immer eine gewisse Regenwahrscheinlichkeit hat. Da aber eigentlich das Wettersystem bei der Formel 1 sehr, sehr präzise sind, bleiben wir eigentlich mal perfekt. Ist immer ein bisschen teamabhängig auch natürlich. Karriereeinstellungen. Da gehen wir jetzt auch noch ganz kurz durch. Fahrtransfer, logischerweise lassen wir drinnen. Abteilungsereignisse lassen wir auch auf Standard. Das sind wir eigentlich alles so weit auf Standard. Bis auf Defekthäufigkeit machen wir Standard und Defekttypen hoch. Also heisst, dass wir wirklich auch öfter die mal könnten, technische Probleme bekommen beim Fahrzeug. Die Regeln und die Flaggen haben wir einfach an- und regulär. Pack für mich haben wir natürlich drin. Boxenstopp immersiv haben wir drin. Safety Car tun wir erhöht rein, wenn man durch die Safety Car kommt. Das ja relativ selten. Also ich habe jetzt allen Rennen, die ich schon gefahren bin, eigentlich relativ wenig Safety Car gehabt. Darum, wir lassen es jetzt mal drin. Safety Car Stil auch immersiv, also dass wir das selber fahren müssen. Und Einführungszone lassen wir auch drin, dass wir selber ins Böxli oder in den Grid reinfahren können. Und dann Simulationseinstellungen, das ist ziemlich das Wichtigste. Wir nehmen es mal auf, ich würde sagen, wir nehmen es mal auf 90. Wir schauen mal, wie es ist. Wir werden am Anfang nur hinten nachfahren, weil die KI abnormal stark wird sein wahrscheinlich. Realistisch Rückblenden. Ja, ich weiß nicht, ob ich Rückblenden wirklich verwende. Also ich versuche sie wirklich minimal zu halten. Ich denke, in der Practice lasse ich sie drin, um einfach halt möglichst viel können, Ressourcenpunkte zu sammeln. Practice würde ich dann nicht aufnehmen, aber da komme ich nachher noch dazu. Autoschaden würde ich sagen, lassen wir einfach Standard alles. Da tun wir jetzt nicht speziell etwas anpassen. In der Kurve fahren wir ja mit Simulationsschaden noch. Aber wenn der Unterboden wirklich weg ist, ist es echt katastrophal. Und dann nachher noch mit diesen Backmarker-Autos ist es dann noch schlimmer. Und ich glaube, das ist schon alles, das langt mal so weit. Jetzt will ich ja Championship Edition könnte ich noch ein Icon wählen. Wobei, ich glaube, bei den Backmarkers kann ich es noch gar nicht mehr auswählen. Habe ich gemeint. Um nicht immer die Icons überspringen, das könnten wir dann nachher auch im Nachhinein können wir immer noch ein Icon ziehen. Dann. So, als nächstes jetzt müssen wir unseren eigenen Fahrer noch gestalten. Da finde ich wirklich schade, dass man da nicht schon den bestehenden Fahrer kann übernehmen kann, den man eigentlich schon hat. Weil da muss man jetzt immer wieder alles einstellen. Okay, Boss. Es wird Tage zuerst. So, okay, jetzt kommt
das nächste. Und wir müssen einen Teamnamen eingeben und dann nehmen wir natürlich wieder den legendären Namen Castle Motorsport. Castle Motorsport. So. Und jetzt Sponsor. Wer nehmen wir als Sponsor? Ich denke, wir werden Konstrukteurspunkt 15 Stück. Schaffen wir echt das? Ich glaube, wir gehen besser auf den. Dann haben wir wahrscheinlich den Bonus eher, dass wir zweimal in den Punkten abschließen. Ich denke, so ein P10 ist vielleicht eher mal noch möglich. Jetzt motortechnisch ist es die Frage, auf was wir gehen wollen. Also, wir sehen, dass Mercedes momentan der teuerste Motor ist und zwar der zuverlässigste ist. Von der Leistung hast du aber der Ferrari-Motor der beste, aber von der Zuverlässigkeit dafür nicht. Haben sie das Update gemacht? Ich habe gedacht, das war umgekehrt gewesen, mit Mercedes und Ferrari. Aber ich kann mich auch täuschen. Danach haben wir so eigentlich den Red Bull, der relativ balanced ist, kann man sagen. Oder man hat den Renault, der eigentlich ja, keine gute Performance hat, aber eine hohe Stabilitätsfähigkeit. Also auf der Höhe von Red Bull, aber er kostet nicht. Ich glaube, ich gehe wirklich mit dem Renault-Motor. Es gehen schon immer alle mit Red Bull oder Ferrari oder so, aber es geht fast niemand mit Renault. Wieso eigentlich? Wir nehmen mal den Renault-Motor. Weil dann haben wir vielleicht die Hoffnung, dass der relativ gut ist und das Chassis relativ hoch ist auch. Schon von Anfang an. Und dann nachher, könnte das vielleicht nicht schlecht sein. So, jetzt müssen wir noch einen neuen Teamkollegen haben. Da könnten wir natürlich auf den Oscar Piastri gehen. Wo sicher mega stark wäre, aber ich würde sagen, woher könnten wir gehen oder wer sollen wir gehen? Der Drugovic wäre eigentlich auch noch gut. Ich könnte auch auf den Fittipaldi gehen, momentan eigentlich auch relativ stark in der Formel 2. Wir nehmen den Fittipaldi, wir nehmen den. Und dann haben wir immer noch 1 Million übrig, das ist relativ viel Geld. So, und jetzt die Lackierung, das mache ich jetzt auch noch ganz kurz schnell, dass wir das auch noch gemacht haben. So, wir nehmen das Auto so. Ich glaube, das sieht nicht schlecht aus. Das passt schon. Wir haben jetzt mal metallisch noch rein da. Sieht eigentlich recht schick aus. So, Sponsorenzeug können wir noch nicht drauf tun. Da könnte man so etwas drauf tun. Das ist eigentlich ein bisschen unnötig, aber egal. Voilà, und dann würde man sagen, legen wir los. Der Badge noch. Dass es der auch nie übernimmt, das verstehe ich auch nicht. Dann nehmen wir einfach immer da das, wo immer es da. So. Also, let's go. So, wir schauen mal in die F&E rein und wir sehen, das Auto ist ja, von der Stabilitätsfähigkeit relativ stark, aber von den Dings halt einfach nicht. Das finde ich nicht so geil. Weil ich finde es eigentlich besser, wenn Aero und Chassis relativ hoch ist. Ist es leider nicht der Fall. Aber wir tun hier gerade ein bisschen Zeug investieren. Die Chassisabteilung hat immerhin ein bisschen etwas gehabt. Ja, das lange jetzt nicht, um etwas zu investieren. Das ist ein bisschen doof. Dann tun wir hier noch schnell kurz Fahrradtraining machen. Da, so. Und dann tun wir hier die zwei hier noch pushen. Das ist die Moral tief bei den anderen, aber das ist mir ehrlich gesagt gerade ein bisschen egal, weil Motor und die Stabilitätsfähigkeit ist ja eigentlich relativ gut. So, jetzt sollten wir wieder ein bisschen einen Batzen bekommen haben, dass wir etwas könnten eventuell upgraden. Wir machen da mal bei der Aero noch etwas. So, da lassen. Wir müssen einfach unbedingt gerade Updates reinklatschen. Qualitätskontrolle machen wir da. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut, okay. Das Chassis-Update hat schon mal geklappt. Das finde ich schon mal sehr gut. Und eben, wir sind jetzt über Williams und über Aston, wobei Aston ist etwa gleich stark wie wir. Ja, mal schauen mal, wo wir jetzt im ersten Rennen landen. Ich denke, wir werden noch nicht so wahnsinnig stark sein. Aber wir werden es gerade sehen. Wir sehen uns wie immer im Qualifying. Und ich mache jetzt einfach als Practice noch, um mit dem Auto ein bisschen klarzukommen, plus halt einfach auch Ressourcenpunkte sammeln. Wir sehen uns später wieder. So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying. Und ja, ich bin das Training gefahren. Es war eigentlich okay gewesen.
das Auto ist jetzt ja nicht irgendwie erwartend schnell, aber eben, wir sind halt Backmarker, darum wir müssen viel entwickeln, dass wir da irgendwo im Progress sind. Also wie jetzt zweitletzte wurde. Fittipaldi ein bisschen vor mir war, ist aber auch mit Softs gefahren. Ich bin jetzt noch nie mit Softs gefahren. Das ist jetzt das erste Mal, wo ich mit Softs fahre. Und ja, wir schauen mal, aber sonst eigentlich das Setup ist nicht schlecht. Aber ja, wie gesagt, wir schauen mal, was jetzt im Qualifying geht. Let's go. So, okay, Lap mal um. Ist eigentlich nicht einmal so scheiße vom Feeling her. Wir sind jetzt auch 5. gerade vor Alpha Tauri sogar noch. Okay. Ich hatte 2-3 Fehler, also es wäre sicher noch Verbesserung drin. Erster Sektor ist aber, muss ich wirklich sagen, relativ klein gewesen. Aber wir gehen mal in die Box und wir schauen mal, wie sich das entwickelt und vielleicht fahren wir noch eins raus. Okay, wirklich noch eine gute Lap hertatschen, haben wir noch überall ein bisschen verbessern. Und wir sind auf P15. Okay. Das ist schon, glaube ich, mal voll easy. Ja, also, man denkt, wir sind vor Aston und vor Williams von der Leistung her. Schon schauen auf den gesamten Grid. Wir sind auch sicher, wir sind schon mal schneller gewesen als Fittipaldi und zwar noch ordentlich schneller gewesen. Also 6 Zehntel. Wir haben aber wirklich eine gute letzte Runde gehabt. Jetzt Guang Yu Zhou hinter uns, Vettel hinter uns, Stroll, Albon. Gasly hat recht schlechtes Qualifying gehabt, okay. Ja, mal schauen, wie wir das im Rennen umsetzen können. Ja, leider noch eine gelbe Flagge im Mittelsektor, weil dort der Norris zu weit rausgefahren ist. Da gibt es ja gerne mal Gelb dann. Und da ist man ein bisschen in der Querung gestanden. Sonst hätte ich ein bisschen mehr Curb mitnehmen und dann hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit rausholen als ein Zettel. Wir wären vielleicht auch sogar hinter dem Norris gelandet. Mal schauen. Aber wir gehen jetzt mal ins Rennen. Schauen mal, was dort passiert. It's time to take a look at our starting grid for today's race. World champion Max Verstappen starts from pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Looking at the rest of today's grid, we have Sainz, Russell, and Sir Lewis Hamilton, and Perez. Ocon, Magnussen, Mick Schumacher, and Fernando Alonso. Ricciardo, Bottas, Yuki Tsunoda, and Norris. The captain, Joe, Sebastian Vettel, and Lance Stroll. Fittipaldi, Albon, Gasly, and Nicholas Latifi. With preparations almost complete, let's head down to the track. So, okay, sehr gut. Es hat keine Verschiebungen gegeben im Grid. Wir gehen jetzt einmal schnell kurz da schauen. Ich denke, wir starten auf Softs, das macht schon noch Sinn. Und gehen dann nachher in Runde. Ich nehme jetzt mal 15 Runden mit, weil ich weiß nicht, wie der Renault-Verbrauch ist. Wir fahren selten mit Renault. Wir gehen dann in Runde 6 in die Box und holen uns Mediums. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Ich denke, das könnte gut kommen. Jetzt kommt eine Stief-WM-Runde und ja, hoffen wir, dass wir gut in die Box reinkommen dort, ins Startbox rein. So, perfekt. Purple. Ziemlich, glaube ich, hart auf der Grenze gewesen, aber egal. Oh, viel Wheelspin am Start. Aber da kommt das Auto gleich noch. Oder auch nicht. Oh, da müssen wir ein bisschen weit fahren. Jetzt einfach mal alles aussen. Okay. Gut durchgekommen. Jetzt die nächste Kurve auch heikel noch. Wir haben eigentlich schon recht grosse Gap da dazwischen. Jetzt mal schauen, ob es in dieser Kurve dann schon mal eine gelbe Flagge wird geben. Weil sich einer rausdreht, vorzugsweise einer bei mir da vorne. Da stechen wir noch beim Magnussen rein. Okay, sehr guter Start, muss ich wirklich sagen. Wir sind schon in den Punkten drin. Kein Gelb. Ich habe jetzt niemand gesehen, der sich gedreht hat. Okay, wir sind P8. Die Frage ist, können wir die Position halten im Verlauf des Rennens? Ich denke eher weniger.
Weil KI wird schon viel schneller sein als ich auf der Gerade. Die Hinterreifen sind schon recht angefahren. Holy shit, 18%. Wow, okay, Magnussen. Der hat Topspeed. Ja, das ist auch, was ich meine. Mir fehlt wahrscheinlich einfach ein bisschen der Speed. Die Motorleistung, Ferrari-Motor ist halt einfach brutal schnell. Der Alpine hier vorne ist das ein bisschen die Frage, ob wir auf den aufschliessen können oder nicht. Holy shit! Haben wir ein bisschen verbremst gehabt. Oh, Safety Car, VSC. Bottas hat mich überholen. Uiuiuiui. Das war hart auf der Grenze vom VSC. Oh, Berührung mit Bottas. Ob das ihm jetzt wohl ein bisschen Frontflügel gekostet hat oder nicht. Ein bisschen reingelenkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe jetzt früher in die Pits, weil ja, meine Reifen einfach tot sind. Ja, wir sind noch da. Setzt das neben ihn her und geht wieder vorbei. Hätte müssen zurückstecken. Das wäre natürlich in uns reingedonnert, obwohl das er einen Anspruch auf Kurve hatte, hat er schön zurückgezogen. Ich habe kein Damage, wie es aussieht. Alles gut soweit. Oh, dort hinten. Oh, beide McLarens sind hinten rausgefahren. Wow, okay. Also Norris und gerade hinten nachher die Ricciardo noch. Sind gerade ausgefahren. Haben Kurve nicht bekommen. Jetzt dürfen wir einfach den Pitstop nicht verkacken. Perfekt, optimal. Command 2-2, 2-3 wäre nice. 2-4. Ah, okay, ja, ist auch noch okay. Ist auch noch okay. Lewis Hamilton, okay. Out of session. Safety Car. Wäre schlecht für uns. Wäre sehr schlecht für uns. Aber bis jetzt nur mal geil. Okay, da sind sie, die Pits. Jetzt vom hinteren Bottas raus jetzt wieder. Er war zwar Vorreis, aber ich glaube, es hat ein bisschen bessere Pace gehabt. Da kommt der Bottas. Wow, wir sind noch vorbeigegangen. Und kriegen DRS über. Sehr gut. Aber er ist trotzdem schneller, obwohl es DRS hat. Bottas kommt. Keine Chance. DRS geht jetzt an uns. Hey, er ist trotz, dass wir DRS haben und ERS aktiviert, schneller. What the fuck, ey. Ferrari Motor, fertige Bestie, Mann. So wie der P8. Eins verrückt natürlich wegen dem Hamilton, der rausgeflogen ist. Oh, Berührung. Bottas hat sich da einfach reingedrückt. Wow. Das ist jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen? Ein hartes Manöver von ihm. Und wir kämpfen da wirklich gegen Fahrer oder gegen Teams, wo wir eigentlich nicht trainieren können. Wir haben einfach wirklich einen guten Start gehabt. Aber jetzt geht er. Er hat keine Chance. Wow, okay, der ist wirklich schnell. Holy shit.
Oh, geil. Hinten mit Norris. Wegspinnt. Alter, McLaren, richtig viel Problem. Safety Car. Oh mein Gott. Wow, okay, Safety Car. Okay, Safety Car kommt rein. Ich glaube, sie wird richtig viel Struggle haben am Restart, weil es sind vor mir schnellere Autos und hinter mir schnellere Autos. Ich kann versuchen, mit einem Dive ein bisschen vorzukommen, aber ich werde jetzt so richtig hart verteidigen. Ich habe meine Reifen nicht gross aufgewärmt oder nicht gross bewegt, weil sie halt schon dementsprechend ein bisschen abgefahren sind. Das sind noch 2 Runden, also 2 Runden wirklich Push. Das wird jetzt mal richtig krass werden. Oh, Alter, ist der Ferrari schnell. Oh. Alter, gleiche Move gemacht wie Bottas. Einfach reingedrückt. Wow! P4, Alter. Nur kann ich CRS ein bisschen laden. DRS wird nicht mehr kommen. Oh, hinter mir Ocon. Verbremst. Let's go. Er hat einen riesen Gap reingerissen, 3 Sekunden. Let's go, Alter! Wir sind fucking P4 im ersten Rennen, what the fuck? Und die KI auf 90 oben, holy shit! Haben sie KI wieder schwächer gemacht jetzt, oder was? Seit dem letzten Update? Hure strange. Gut, ich habe natürlich jetzt hure viel Glück gehabt, plus Bahrain ist eine Strecke, die ich sehr oft fahre. Dementsprechend auch relativ gut kennen, wie ich sie muss fahren. Aber Alter, gerade P4 hätte jetzt nicht gedacht, vor allem von der Position, wo ich her gestartet bin. Gut, ich habe wirklich einen guten Start gehabt. So viel Wheelspin kann aber gut reindiven. Und jetzt am Restart verdammten Dive gehabt. Aber ich denke, es wird nicht bei dem Ergebnis bleiben. Oder es wird nicht immer so Ergebnis geben in den nächsten paar Rennen. Also ich denke, das ist jetzt wirklich nur ein bisschen Glück auch. Also es ist wirklich Glück, wir haben VSC Safety Car. Ohne Safety Car wäre ich jetzt auch nicht zu weit vorgekommen, muss man wirklich ganz klar sagen. Aber holy shit, wirklich gutes Rennen gehabt. Wie wir auf die Zeit schauen, auf den Russell, 2 Sekunden wieder verloren. Also ich bin schon wesentlich langsamer und wirklich mit Glück hierher gekommen. Aber das ist es. Wir sind fucking P4 im ersten Rennen. Holy shit, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht im ersten Rennen schon auf P4? Fette Punkte schon am Anfang. Die Erwartungen wahrscheinlich von den Sponsoren schon übertroffen. Und das wird hoffentlich recht viele Fahreranerkennung geben jetzt. Geil. Ja, und sonst eigentlich weiterentwickeln so kann ich nicht, weil ich kein Geld habe. Wir tun mal hier weiter zappen bis zum Pirelli Hot Lap. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Pirelli Hot Lap, ich will sie fahren, aber ich nehme sie nicht auf, weil die sind eigentlich relativ unnötig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich würde mal sagen, das wäre es von dieser ersten Folge in F1 2022 und F1 22 heißt es eigentlich in der MyTeam-Karriere. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und ja, das nächste Rennen eben in Saudi-Arabien. Denke zwar, dass wir dort nicht mehr so ein gutes Resultat werden rausfahren, wie wir es jetzt geholt haben in Bahrain, weil Saudi-Arabien ist weniger meine Strecke. Plus denke ich auch, dass das nicht so in unserem Auto liegt. Aber wir lassen uns immer gerne überraschen. Vielleicht passiert ja noch etwas Krasses, wie wir es jetzt auch hatten in Bahrain. Und ja, da würde ich sagen, was es war. Danke vielmals fürs Zuschauen und sind das nächste Mal wieder dabei bei F1 2022. Bis dann, ciao!